Ich will auch aus aktuellen Gründen vielleicht so, dass den Umfang, der Stilumfang von dieser Regierung nicht ganz glücklich wäre. Und ich komme auf das zurück, was vielleicht den Herr Vizepremier Schneider mit seinem Tischruf Känguru schon angelegt hat. Ich gehe darüber an. Wir sind hier am Herz von der Politik, zum Teil am Herz von der neuen Verfassung. 2 Frauen haben ja anscheinend Madame Minister Kahn, die auch hier ist, dafür darf ich es auch direkt ausschwätzen, besonders gesteuert. Die erste Frage betrifft, wen die Frau, und das hat Herr Meisch, das gesagt, den Herr Meisch direkt konzerniert, betrifft, wen als responsabel, wen als zuständig, wen hat Recht, Sexualerziehung von den Kindern zu steuern. Also sind es die Eltern oder ist es der Staat? Ich schwätze von der Känguru-Diskussion. Echt froh. Ich meine vor an der Presse, der hat gefeiert, die müsst es wissen, Herr Engel. Dann die echt froh, also wen hört Recht, die Erziehung von den Kindern zu steuern, die Eltern oder der Staat. Den Artikel 18 von der Kinderrechtskonvention beantwortet die Frage. Da seht, die Responsabilität premiär liegt bei den Eltern, für das zu machen. Dafür ist das an Eisen ganz klar, dass der Staat muss die Eltern konsultieren, dass die Eltern dezidieren, was für Kinder altersgerecht ist, was sie ihnen wollen, auf welchem Alter zumuten, beibringen, wie auch immer. Der Staat darf sich nicht substituieren. Und es gibt hier am Land einen Plan, den abgestaltet ist über Sexualerziehung, über Rechte von den einen oder anderen, den eigentlich die Rechte von den Eltern überhaupt mal nicht annimmt. Es muss ich noch wissen, dass ein Risiko besteht an der Pädagogik, zumindest an der Schule. Das ist ein allgemeines Prinzip von der Pädagogik, dass es ein Indoktrinationsverbot gegenüber den Kindern gibt. Auch an der politischen Erziehung zum Beispiel. Ein Zentrum für politische Bildung hat sich auch darüber zu halten, dass eine Indoktrination von den Kindern nicht dafür kommen. Und das gilt auch im Bereich von der Sexualerziehung, soweit Schule überhaupt kann, dafür zuständig sind. Wir betonen auf jeden Fall das Recht von den Älteren, aber wir sind da auf sicherem juristischem Grund eben durch die Kinderrechtskonvention. Das zweite ist die Frage von der natürlichen Familie. Das betrifft nicht Adoptionen, das betrifft nicht eine Prokreation médicalement assistée bei Leuten, die eben Unfruchtbarkeitsprobleme an ihrer Koppel haben. Das ist nicht das Frage. Die Frage geht viel mehr weit. Es ist eine ethische Frage. Es ist eine Frage, ob Medizin alles darf machen, was sie halt kann machen. Prokreationsmedizin, notamment, darf die alles, was möglich ist. Und das ist ganz schwierig. Weil wir haben zu Lützeburg eine Debatte lo, die hier geht an ein Land einzigartig mischt. Nicht durch gratis öffentlichen Transport, was der Herr Staatsminister ja in der Strache hat, dass dadurch international remarkiert ist, oder durch Liberalisierung vom Cannabis. Hier also ein dritter Punkt, über den nicht geschwärzt wird, den also aber auch international praktisch isoliert, das ist, dass man praktisch ein Recht aberkannt affären. Bislo ist es eine Sache an unserer westlichen Zivilisation undiskutiert, dass Kant Rechte hat. Aber nicht irgendeine erwachsene Person ist schon recht unbekannt. Ein Mensch ist kein Objekt de Commerce. Ein Mensch ist keine Sache, die handelbar ist. Und hier sind wir am Herz von der Diskussion. Den Artikel 38 von der neuen Verfassung, der hier proposiert wird, da wird der CSV gedrohen. Den hat den Artikel, der sagt, all Mensch, der Staat soll all Mensch, das Recht von all Mensch unterstützen, der von einer Familie zu gründen. Übersät der Staat, Kammer zu holen. An am Exposé des Motiv von der Verfassung, die proposiert ist, da steht, wie gilt das, da muss man gucken, Jurisdiktionen sollen das dann evolutiv suivieren, wie das ist. Mit das Filiationsgesetz, was das Regierung schon an der letzten Legislaturperiode vorgeschlagen hat, an Orlo dachte, ja, dir hat ein eigenes Projekt, Herr Bratz, aber mit ihren Modifikationen vorbräuchte, und wir haben den hier in der Chambre diskutiert. Der wollte das mit Sachen korrekt sein. Da bleibt doch korrekt, das Projekt de loi von der Regierung vorbräuchte. Herr Karteiser sieht d'accord, dass Herr Bratz sich eine Frage stellt. Herr Bratz, die gut.
Ja. Den Herr Bratz hört Wort. Den Herr Bratz hört Wort. Ich wollte just präzisieren, ich wollte just präzisieren, Herr Präsident, unter Adresse von Herrn Karteiser. Es versteht Ihren Minister nicht von der Tischenschweiz. Also, wenn ich geliefert muss, Herr Bratz. Ganz ruhig wird, da könnte man reden, ja, während Dialog feiern. Herr Bratz, dir an Ihre lange Tour. Ich wollte just präzisieren, unter Adresse von Herrn Karteiser, dass die Projet de loi schon von der Regierung von 2009 bis 2013 deposiert gehen aus, an dass wir auf Basis von dem Text an der letzten Legislatur Diskussionen an der Kommission Juridik weitergeführt haben, an einem ganz breiten Konsens der Partei ausgeklammert. Ja, das sech konfirmiert wat gesot an der letzter Legislaturperiode eng Diskussion darüber, dat gëtt vun Ärer Regierung unterstützt die Änderungen an die Diskussionen ginne befieren. Mit dat so kein Element. Mir werde schon so Artikel 31 der Verfassung as also so formuliert, dat ihr könnt Recht op bekannt aufleden doauser an dat Filiationsgesetz wird an der Diskussion as schenkt dat zu bekräftigen. An dat as eng menschlich Tragödie muss man da mal so gesehen wird ass. Well wat as du proposiert? Et das proposiert Mlichkeit von einer Prokreation medikalement System postmortem. Dat heißt, dat nun Tod vom Pap macht man zum genetische Material kann Wesekant bewusst produziert gehen. Das für dat Kant ganz schlimm, weil es sein Pap niemals aus engem Leben kann kennenlernen. Dann der zweet wat proposiert ass, dat das eng PMA exogen, dat heißt man eng Tierdonneur fir koppelen, dat heißt normalerweise in dat lesbisch koppelen, wo ein Tierdonneur könnt, fir dann eben Kant zu hunn Kant wat privéiert ass vu segem Pap an dem Message den Nummer rund Männer an hun Pappe geht, ass der Dir sieht net neidig an der Evolution von einem Kant. An dat Kant huet nie eng Chance aus engem Liewe normalerweise sein Pap kennenzulernen, heißt du weet mal net wie sein Pap ass. An der dritt ass, dat iwwer een ëmwee GPR erméiglech gëtt als eng Gestation pour autrui eng Leihmutterschaft, dat do am Ausland kann eben e Kant iwwer eng Leihmutterschaft bestalt gehen, dat dann ha hinnerkönnt, an dat as eng einer Meigkeet do as de Message und Mammen, weil dat das ganz dacks auch für homosexuell männlich koppeln, du hast de Message und Mammen, Dir sieht net wichtig fir die Entwicklung vom Kant an und Frauen allgemeng, dat het meiglich getaut ein konzeptuell Unmöglichkeit für uns, das möglich für eine Frau als Gebärmaschine zu engagieren, mit allem, was da durch Exploitation an und emotionalen Dramata für die Damen, die du betraf, als bedeutet. Und das ist so, dass das menschliche Leid, was durch die doen Techniken ermöglicht wird, herbeigefordert wird, politisch herbeigefordert wird, als well dokumentiert. Weil es sind Lokaner, die abgewusst sind, als zum Beispiel Produkte von einem unbekannten Pap, von einem Tierdonneur, die Témoignage publizieren, was das für ein Leid ist. Und wir wären als ADR. Wir sagen, alles, was medizinisch möglich ist, muss gemerkt werden. Wir sagen, es gibt kein Recht aberkannt, es gibt Recht auf dem Kant. Und das ist als Position, die wir vehement verteidigen, es ist eine moralische Position, es hat nichts mit Diskrimination zu tun, es hat mit einem engagierten Antreten wie das Recht auf dem Kant zu tun. Und das ist eigentlich blind von unserer Politik. Wir gucken noch, wenn wir schon bei der Familie sind, ganz nah, wer der merkt am Steuerbereich, weil das ein bisschen Tendenz mengenlich an den Regierungsprogramm lo für die Familie auch steuerlich aufzuschärfen. Weil wenn den Splitting nicht mehr möglich ist, also eben froh, wie im Familienmodell kann die Familie überhaupt auch steuerlich nach evaluieren. Aber wir gucken das ganz genau, das ist auch ein Gedanke, den der CSV für drin angeschwert ist, was geschieht mit den Familien an der Steuerreform. Auch als Tendenz von dieser Regierung, da weiter zu machen, wo es wäre, mit den Krächen und so weiter, und das
as ein Kritik, die mir immer formuliert tun, mir hunneicht dagent van Älteren zu zwewelle schaffe go, dat de optimal Bedingungen hunn wie kann könne versurgen zu losen an der Zeit wo sie dat füllen wo neidig ass, mir hätten och ger an der Zummer och konsequent, dat Älteren, die für sich in andere Lebens in andere Familienmodell will wählen, dat die weder steuerlich nach irgendwie infrastrukturell oder sos benötigt gehen, mir dat ein Modell aus dem der Staat auch soll unterstützen, da das auch ein sehr für Freiheit, das ein sehr für Schwa, an de Schwa will mir die Familien losen.